Ekran! Ekranen jävlig op hos warende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en met mij heb ik vandaag een vriend hier uit Witmersum, Brazil, dat is ook wie zijn, Manfred Ab. So, Manfred, kannst du dir einmal mal kort vorstellen, wer ist Manfred Ab? Ja, wenn ich an mein Leben denke oder an unsere Geschichte von unserer Familie, dann muss ich bloß sagen, unser Leben ist Gnade. Weil anders kann man das nicht beschreiben. Ich dachte auch an das Wort, was in 1. Mose steht, über Josef. Josef hatte nicht ein leichtes Leben, der erste Zeit als Jugendlicher. Aber die Bibel sagt, in Gott wir mit ihm. Und wenn ich in unsere Geschichte nachdenke, oder ein bisschen dann muss ich auch sagen, Gott wir mit uns. Ich sage mal mit uns, weil es dort wir mit meiner Familie. Mein Vater, der kommt von Russland. In der Geschichte von Russland, die kennen die meisten. Aber mein Paar war in Russland geboren, in Sibirien. Und das gab dann die lange Reise. Und ich durfte diese Reise einmal schließen, dort wir einmal ganz um die Welt gereist sind. So, je als Familie, wenn man sagt, der Abe von der Mennoniten-Geschichte her, wir sind einmal ganz um die Welt gereist. Wo wir das sind? Von Russland, dort bei Sibirien, bis wo? Ja, mein Opa und Oma, die trokken von Ukraine nach Sibirien. Da wollen die Mennoniten auch noch mal anfangen zu siedeln. Das war ein wunderbares Land. Und das kann man sich nicht besser vorstellen. Alles uit Liedje en gouden Erde. En zo trokken die mal anfangs 1900 nach Sibirien, zoals viele andere Mennoniten, und fangen da an zu wirtschaften. Aber dann kommt der Kommunismus und das wird immer schwerer und immer enger in die Verfolgung, die wir gerät. Und dort kam auch nach Omsk, der Gegend von Omsk, wo dann unsere Familie auch wohnt. Und so kam dann dort eines Tages unser Opa mit seinen Kindern sagt, wie macht diese Nacht weich von hier? Wie macht seine dort wie weich kommen? Und so aus vielen anderen Familien passiert, die Leute im Stall die Lampe hängen, die Tiere gaven sie alle het Futter, was sie so im Stall hadden. Und das Feuer bleibt träg, und im Haus leiten sie das Licht an, und sie nahmen, was sie können, im Koffer mit, und gereiste Zweiback, und was alles zu Brücke wird, unterwegs. Und dann bei der ersten Zugstation, und dann danach im Zug und dann ging es Richtung Osten. Die hadden sehr Angst, nach Moskau zu flüchten, weil sie dachten, einmal würden sie da nicht mehr da wird der Kommunismus nachher dann. Da wird der Kommunismus stärker und mehr aggressiver noch als im Osten. Und so fuhren sie viele Tage mit dem Zug, meist mit Japan. Okay, wow. Und wo kommen sie dann zu landen? En dort waren ook alle andere Mennoniten, die hadden dicht an der Grenze von China angesiedelt, weil sie dachten, wann das soll noch schwieriger werden. Und dann sind wir ganz dicht bei, dort wie vielleicht mal Schwindever siedelt China nach China. Und so kommt dann auch, dass sie dann sehr schön mussten entscheiden. Im Winter, es wird sehr kalt, meist bei 40 Grad. Und so bereden sich dann mit noch ein paar anderen Familien, wie waren der nächste Weg, da in die Zeit, wo wir uns treffen mit dem Schlitten und alles, was wir noch packen können, der Grenzfluss von China, das wird der Amur-Fluss. Da konnten sie dann mit Piet und mit Schlitten, Eva. Und so kommen sie dann
ich würde nicht sagen leidlich Eva, aber auch mit viel Tronen, weil es paar durch Ferm Eva flüchte, starb noch mein Opa. Und so muss dann der Oma allein mit Sastchenja dieses Wagnis angehen. Und sie kommen aber Eva, mit Hilfe von einem Chinesen, der an Eva halb. Und von China ging es dann wohin? Dann musste sich erstmal durchschlagen in China 2 Jahre. Bleiben sie dann wohnen in Harbin, in der Stadt, der ist von dort eine Millionenstadt. Und von dort halb dann die MCC von USA an wieder über Shanghai, da stehen sie an. Und dann ging das Schiff über die Philippinen, Indien, von Indien bis Saudi-Arabien, durch den Suezkanal bis Frankreich. Da nahmen sie ein anderes Schiff mit anderen Menschen noch, die auch von Russland gekommen wäre. Und dann ging es wieder nach Buenos Aires. Oh, okay. Und in Buenos Aires nahmen sie weiter ein kleines Schiffchen, dann den Fluss hoch bei Asunción. Dann war da noch ein kleines Schiff, ging es dann wieder boven in Chaconana. Okay. Und da fangen sie dann an zu siedeln. So eine Wohnkolonie im Chaco, Paraguay. Dort wie Fernheim. Okay. Da fangen die Apen dann auch an zu siedeln mit noch ein paar andere Familien. Sehr interessant. So, das ist der ganze Apenstich, was du mal so nahe wirst, nicht so? Weil die Apen hier vorne sind. Aber dort wir von denen vorher sehen kommt. Ja. Wo ist es von denen Mann? Vielleicht noch kurz, die trocken dann oder dann auch noch im Osten von Paraguay. Ein paar gingen dann als Jugendlicher dann an 38 nach Deutschland, weil sie wollten dort arbeiten und was lernen. Und so musste dann erstmal in Deutschland bleiben, weil es dann der Zweite Weltkrieg anfing. Und dann war eine sehr schwere Zeit dort und auch noch im Krieg. Aber du fragst nur von meiner Mutter sieht. Meine Mutter kommt von Polen. Polen, dort wie auch ein Land, wo Mennoniten angesiedelt sind früher, für hunderte Jahre. Und mit der Zeit sind die sehr verarmt in Polen. Und so hadden sie auch das Bedürfnis oder das Verlangen, einmal auszuwandern, weil sie sagen, dort würde nicht wieder schaffen mit der Wirtschaft. Aber vor dem hadden sie so in jeder Kolonie oder in jeder Church, wenn man nicht aufpassen tät, dann kann es mal schief gehen, auch mit dem Glauben. Und man wird so traditionell. Und dann auf einmal sind die Regeln wichtiger als die Bibel. Und auf einmal ist es wichtig, ich habe das all immer so getan und dann muss ich das holen. Ich denke nicht mehr, wenn war ich das so da. Kreuz so wie das. Dort Leben nicht heute, das wie bloß noch Tradition. Sind das die Zeugfahren dort wie alles. Und da berührt es sich dann mit ihrem Gewässer, wie da nicht alles so ist, die Prediger uns das sagen, wie dort und dort muss wir Hölle, dort so muss wir angetrocken gehen und so muss wir leben, und dann sind wir gute Christen. Aber dann hätte 2 Onkels oder 2 Onkels in dieser Kolonie von Polen, dort in Russland, was passiert wie euer die Mennoniten. Da wäre eine Niebelebung, euer die Mennoniten passiert. Und die können sich nicht so recht verstellen, was bedeutet dort. Und sie dachten, wie wollen wir nach Russland fahren und mal euer sehen, was ist da passiert in der Gemeinde. Und so kommen die mal nach Russland. Und wurde dort von diesen 4 angesteckt, von den neuen Gemeinden, die dort gegründet wurde, durch das neue Leben, was entstand, durch einen Prediger, der von Deutschland kam und der dort evangelisiert hat. So, du wir einfach was nie abgeweicht, dass eine neue Kirche entstanden, du dadurch auch Menschen bekehrten sich und so wieder und so weiter. Nun nehmen sie dort mit nach Polen, sagst du? Ja, dort, als sie dann das erfahren hadden, dann sehen sich dort erst was wie war der Brücke. Wie måtte war der Trick zur Bibel. Und so kommen die begeistert in Haus. Und dann fangen die an, dort zu predigen. Und sagen, Jungs oder liebe
Ja, Gemeinde, Freund, wie haben was erlebt, was Gott hat noch was viel besser als was wir hier leben mit in unserer Church. Und dann haben sie über die Bekehrung gepredigt. Und erstaunlicherweise kommt der Jesus Gottes so stark über die Kolonie in Polen, dass sich die ganze Kolonie bekehrt. Und sich war da frisch Duipe Leid. Und dann entstand eine neue Gemeinde in Polen. Die meine Mutter vertelt, dass da waren 2 oude onkels, die zeiden, dort, so wird es immer und so bleibt es. Und wir wollen uns nicht ändern. Wie houden vast aan dat oude. Wie houden vast aan dem, wat wir von früher noch kennen. Und dann? Aber willst die Mehrheit dann sich von diesem Jest so bewegen, die hatte so eine schöne Zeit in Polen, so eine Erwartung, so eine Neubelebung, dass meine Mutter, die kann sich als kleines Kind daran erinnern, und die hat immer wieder davon geredet, und das hat irgendwo was übergebracht zu uns. Aber natürlich, dann wurde es auch schwierig in der Kolonie, die Armut wie groß, die Menschen befrieden sich in der Verwandtschaft, und dann wird dort ein Problem, und dann sieht sich der Familienkleber wie mit der Utreise, und so hadden ze Kontakt opgenomen met der MZC en der Benjamin Unruh van Deutschland, en zo komen ze ook dan naar Paraguay, naar Chaco. Wo, sehr interessant. Also wir sind nu hier in Brasilien, wird man so, wo kommt diese Familie-App in Cleaver, die wird sich irgendwann befreit haben, die ein paar, wo kommen die nach Brasilien? Ja, der als paar dann frustriert und kaputt von dem Zweiten Weltkrieg zurückkam, fing ich dort in Paraguay an, irgendwo zu arbeiten. Meine Mutter war auch noch ledig, war auch nicht mehr die Jüngste. Sie arbeitet dann in Asunción, im Krankenhaus damit. Und so trafen sich und befrieden sich dann in Paraguay. Aber dann hätte sie dort hier in Brasilien eine neue Kolonie gegründet worden. Und so dachte sich, wir haben nichts zu verlieren hier in Paraguay. Wir wirtschaftlich hätten uns hier nicht sehr gut. Wie verseht ihr mal in Brasilien was nicht anzufangen? Das kann vielleicht gut gehen. Sehr schön. Wir waren auch noch ein Programm, wo wir, wenn wir sind, nu nochmal so ängstlich gekommen, wie haben deine Vater und deine Mutter ihre Geschichte bekijkt nu. En dat is ook sehr interessant. En ik geloof dat het sehr wichtig te weten dat wir als Deutsche, als plattische Menschen, dat wir weten von wo wir herkommen. Ich weiß, wir haben alle verschiedenste Geschichten, aber eine Sache wiederholt sich der immer wahre Manfred. Und dort ist auch in meiner Geschichte auch einmal passiert, von meinen Großeltern und so weiter. Ja. Habe ich dort nu in den letzten Jahren hier, dass dort irgendwann einmal du in Kanada so nie het leven gaf. En dat het tot zo'n ableven komt en dat de missionaren komen. En dat als dat is alles een gelijk uit in de kerk weer, dat er dan op eenmaal wat mensen komen, die horen wat niet. En dan is dat zo, als wanneer we Deutschen bestie zo zijn, dat we allemaal van dat uitkleven willen. Wat kost die te zeggen? Ja, wir haben Folgendes definiert. Ja, wenn es um Technologie geht, dann nicht so schwindend. Aber wenn es um geistliche Dinge geht, dann schreit wie ein bisschen Tritt. Und das soll wir nicht. Klar, wir sollen immer mit der einen Hand mit die Bibel houden und dann mit der anderen vorwärts gehen und sagen, wie wollen aufsehen, was Gott noch nie für uns im Leben hat, weil Gott hat so viel noch uns zu geben, wie weit noch das Wenigste, was Gott noch alles uns scheint gemacht. Ich möchte auch das merken, das ist ein klein bisschen von je Geschichte, aber vielleicht ist das bei dir auch passiert, dass in deine Jugend als irgendwo nie het Leben gekommen, vielleicht bist du weigerant, oder vielleicht haben deine Eltern die davon weigehouden. Wenn du nie het Leben kommst und check nur die Bibel, stimmt das, dann ran nur das nie het Leben, wenn es dort ist, was Jesus für dich hat. Gottes Segen. Ciao, ciao. Ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.